machen meistens Bühnenland. Klöp und der Sam. So gib doch einfach deine Hand. Ein Klöp und ein Sam. Wir zeigen dir dann unser Land. Vom Klöp und vom Sam. Bei uns geht ziemlich allerhand. Beim Klöp und beim Sam. Es ist nicht immer alles gut. Beim Klöp und beim Sam. Ja, was können wir denn da dafür? Der Klöp und der Sam. Wir stecken etwa in der Klemme. Der Klöp und der Sam. Und manchmal sind wir arme Tröpfe. Der Sammy und der Klöpf. Nur eins musst du wissen, was es auch immer gibt. Wir nehmen dich mit. Wieso bist du denn überhaupt da? Ich war zu leicht. Im Labyrinth werden alle Päckchen gewogen, um zu schauen, ob sie eine Botschaft tragen. Und ich war zu leicht, weil ich keine Botschaft habe. Und dann haben sie mich rausgepickt. Ich wollte aber noch nicht in den Schlachthof. Meine Freunde würden mich da rausholen. Da kannst du sicher sein. Wieso machen sie das nicht? Sie sind in das grausame Heer von der Theresia eingezogen worden. Ich bin nicht einmal sicher, ob sie überhaupt Theresia ist. Und jetzt müssen sie dort lernen, mit all diesen Durchfall und Stolper und Kopfwehsteinen und all diesen Kampfsteinschüssen. Die können mich nicht holen kommen. Und wo hast du denn deine Botschaft? Ich hätte auch in das Heer. Und dann bin ich geflüchtet, ohne Botschaft. Einfach so davon gerannt, ich Idiot. Oh nein. Oh, schon wieder so ein armseliges Bündeli. Hey, Schlepper! Komm, musst den Kopf nicht so lampen lassen. Ich habe alles gesagt. So ein Leben als Schlepper ist jetzt doch nicht gerade das Geld von mir. Ich weiss nicht, was ihr alle habt. Jetzt kommst du dann in den Hof und dort wirst du umgebaut. Und das ist alles. Ich bin gar kein Schlepper. Dann kommst du einfach eine andere Aufgabe über. Dann kommst du vielleicht auf den Bau. Oder in ein Kraftwerk. Oder aufs Büro. Vielleicht sogar irgendwo beim Boss oben. Ich habe alles verraten. Was? Das Sammy, der Rondo. Das vom lebenden Stein. Und den Sammy, den haben sie jetzt gefangen. Bist doch froh. Was? Jetzt bist du dann all deine Sorgen los. Nach dem Schlachthof fängt ein völlig neues Leben an. Ich bin gar kein Schlepper. Was hat er gerufen? 770. Ich bin nicht von dieser Welt. Idiot. Ich hätte ja nur irgendwo auf dem Weg einen unalten Klumpen Fett oder irgendetwas auflesen und einpacken. Dann wäre ich schwer genug gewesen. Und ich habe nicht daran gedacht. Ich bin einfach geflüchtet, kopflos in den Schlachthof hineingerannt. Und jetzt bin ich voll in den Hammer gelaufen. Ich wollte aber nicht umgebaut werden. Ich Komm wollte zurück. jetzt. Vielleicht wirst du später wieder einmal ein Päckchen. Das Sammy haben sie gefangen. Was hast du denn für eine Nummer? 778. Ich will nicht mehr. Ich will einfach heim. Ihr seid ein trauriges Schauen. Also ich war lang genug Flicker. Ich freue mich auf eine Auffrischung. Kein alter Flicker wie du. Ich bin ein junges Päckchen. Und ich will nicht umgebaut werden. Ich will wieder zurück. 771. Ich muss gehen. Also viel Glück euch. Vielleicht begegnet wir uns ja wieder einmal. Was ist denn das überhaupt für eine Zahl, die wir auf der Harmonie geschrieben haben? Ciao zusammen. Das hier, das ist 87. Wenn sie die Zahl aufrufen, dann musst du zum Ausgang dort. Dann kommst du in den Hof. Ich will einfach heim. Hast du gesagt, du sagst nicht aus unserer Welt? Natürlich nicht. Du bist also unlaut. Ja, ich bin undaut. Ja und? Undaut? Ich bin undaut. Ja, ich bin undaut. Ruhig! Was? Ja. Bist doch ruhig. Du willst doch auch da raus. Das könnte unsere Rettung sein im Fall. Was? Komm, ich pack dich. Du kriegst jetzt da rein, da in mich hinein. Bist du möglichst ruhig und dann bist du meine Botschaft. Was? Und ich gehe an den Ausgang und rufe, man hat mich falsch gewogen. Vielleicht wägen sie mich dann nochmal und dann kommen wir raus.
Mach schnell, das ist meine Nummer. Aber das geht doch nicht. Doch. Die kennen mich doch. Die können unsere Päckchenbotschaft sowieso nicht lesen. Sie strecken einfach so einen Fühler rein und wenn etwas Untätes entdecken, dann machen sie mir wieder zu. Ich meine, du musst ja nicht gerade den Kopf rausstrecken. Ja. Wir müssen es auf jeden Fall versuchen. Das ist unsere einzige Chance. Komm, steig ein. Steig ein. Oder willst du lieber in den Ofen? Nein, sicher nicht. So, zieh das Feuer rein. Ja. Ich bin 778, ich bin falsch gewogen worden. Was stört das hier? Ich könnte auch ein bisschen früher gehen. Ich bin aber so erschrocken. 778. Nochmal wägen. Ja. Macht ein bisschen davon. Sie können Sie mich nicht zuerst dran nehmen? Das ist total brisant. Meine Botschaft wird dringend erwartet. Bei uns im Hof geht es der Reihe nach, gell? Ja. Scheiße. Hey, das ist meine Nummer. Es tut mir leid, dass ich vorher so gedrängelt habe. Ja, ist schon in Ordnung. Ich meine, ich sehe ja, dass Sie alle Hände voll zu tun haben. So, jetzt bist du dran. Ja. 708 sofort zum Ausgang. Schade. 708 wird vermisst. Ich wiederhole, 708 wird vermisst. Hier verloren um. Scheiße. 708 wird vermisst. Botschaft. Hier verloren Danke Ihnen vielmals, dass Sie so schnell für uns gemacht haben. Schon in Sie sind so ein Schatz. Danke, wir sehen uns sicher wieder. Keiner mehr raus. Hast du Wo sind wir? Wir sind draußen. Wir sind gerade noch rausgekommen. Du schreibst knapp oben, hä? Ja, das kann man sagen. Ist da irgendwie, ist doch das... Hey, was machst du da rein? In einem Päckchen und das eine ist noch schnell draussen. Hey, das Ganze ist so daneben. Wie heisst du eigentlich? Ich heisse Sinto Pomorto. Oh, die meisten sagen mir Sineri. Und meine Freunde sagen mir Sino. Und du? Wie heisst du? Ich heisse Frau Schmucki. Aber wir sagen alle Klöpf. Klöpf? Und da ist es drinnen und... Wie lange habe ich eigentlich Luft da rein? Nein, ich muss da raus. Wie komme ich denn da raus? Oh, da ist er. Sineri. Sina, kann ich rauskommen? Nein, sicher nicht. Du bleibst drinnen, bis wir zum Labyrinth raus sind. Nein, lass mich raus. Ich muss zurück. Zurück. Der Sammy, mein bester Freund, ist noch dort gefangen. Ich muss ihn suchen. Suchen im Ja. Labyrinth? Du bist wirklich nicht ganz down. Das kommt doch überhaupt nicht in Frage. Hey Sina, lass mich raus. Ich muss ihm helfen. Du kannst ja gehen, aber ich muss zurück. Los, Klöpf, ich verstehe dich ja gut. Ich meine, ich lasse meine Freunde auch nicht im Stich. Aber solange wir hier in diesem Schlachthof umeinander irren, kannst du deinen Freunden überhaupt nicht helfen. Ja, aber... Vielleicht später, aber nicht da, nicht jetzt. Wenn du da jetzt aussteigst und zurückgehst, dann bringst du das Sammy nur noch mehr in Gefahr. Und dich und mich dazu. So ein Scheiß. Wie kann ich denn dem Sammy helfen? Ich bin sicher, wir finden schon einen Weg. Achtung, ein Lokmeister. Haus rein. hallo. Hallo. Schönes Päckchen. Hallo, der Bock.
Hey Klöpf, erzähl mir viel lieber, wie sind ihr überhaupt da reingekommen? Ja, das ist eben eine lange Geschichte. Wir haben Zeit, es ist noch ein weiter Weg bis zum Ausgang aus dem Labyrinth. Dass es da ist. Es muss hier irgendwo sein. Was ist los? So. Komm schnell. Bloß passiert? Päckli. Es waren Päckli. Junge Päckli. Wie Schüler sehen sie aus. Kinder. Beim Kasi zerfleischt und zu Tode getrampelt. Päckli-Kinder. Was um alles in der Welt ist dir bloß vorgefallen? Sie sind ganz gemein abgeschlachtet worden. Mir wird ganz übel. Es müssen über 10 gewesen sein. Sieht aus wie eine ganze Schulklasse. Das ist ja grauenhaft. Komm, Flo, das ist kein Ort zum Stehenbleiben. Und helfen können wir doch nicht mehr. Schau mal. Da sind Überreste an den Bäumen. Man hat sie an die harzigen Bäume geklebt und dann abgekratzt, Stück für Stück. Wer kann sowas nur getan haben? Komm, Flo, wir gehen. Meine Güte, hoffentlich ist dieses Monster nicht mehr hier. Wir haben Krieg. Ja, Krieg. Spuren an sind Blitzmannen. Blitzmannen? Ja. Aber das hier waren Kinder. Ja. Ich weiss auch nicht, was die da gesucht haben. Wir müssen unbedingt Titania finden. Ich hoffe, es ist ihr nichts passiert. Guck mal, dieser Weg da. Er führt in ein enges Tal hinein. Da gibt es sicherlich gute Verstecke. Wir müssen sie finden. So schnell wie möglich. Ich habe ganz ein komisches Gefühl im Bauch. Wir finden sie bestimmt. Und sie haben immer wieder droht, sie machen am Sammy so Brandmal, wenn ich ihnen nicht alles sage. Und wenn ich daran denke, dass der Sammy immer noch dort drin ist, dann wird es mir fast schlecht. Das glaube ich. Hey, wir sind auf der Ebene raus. Was? Wir sind aus dem Labyrinth raus. Hey Klöpf, kannst du rauskommen? Sina, du musst mir unbedingt helfen, einen Schlachtplan aufzustellen, wie wir den Sammy wieder befreien können. Komm, steig zuerst mal ganz raus. Jetzt schnuffst du gut durch und dann hörst du mir mal zu. Es ist im Fall eine total gefürchtige Sache mit dem lebenden Stein. Jeder in dieser Welt will den unbedingt haben. Und es kann im Fall total gut sein, dass der dich dort im Schlachthof gefangen hat, nur geblufft hat, um alles aus dir rauszuquetschen. Wie meinst du das Bluffen? Wer sagt denn, dass die den Sammy wirklich verwünscht haben? Vielleicht ist der Sammy auf dem Weg geblieben und ist jetzt schon viel weiter wie wir. Ja, vielleicht. Wer haben denn seinen Namen gewusst? Die haben ja noch ganz andere Informationen. Sie haben ja zum Beispiel auch gewusst, dass sie auf dich los müssen. Ja, und wenn er gleich noch dort hinein ist? Klöpf, wir zwei können in diesem Schlachthof nichts ausrichten. Wenn die Geschichte so ist, wie du sie erzählst, dann kann dir nur der Arthur weiterhelfen. Kennst du den Arthur auch?
Alle, die auf den Schleppenweg reisen, kennen den Arthur. Und dort müssen wir jetzt so schnell wie möglich hin. Ich meine, ich verstehe ihn kaum. Aber es gibt im Moment keine andere Lösung. Ja. Weißt, wenn wir so viel Glück hatten, hat das Sammy vielleicht auch Glück. Meinst du? Komm, jetzt kannst du wenigstens wieder frei laufen, frei schnaufen. Ja, aber wodurch müssen wir denn? Du, was ist denn das für eine Wüste? Die ist ja unendlich. Das ist keine Wüste. Das ist eine Hochebene. Weißt du, die Hochebene. Jetzt müssen wir hier alles Höhl führen bis zu der Cabasa. Ja, Cabasa? Ist das der breite Weg, der zum Arthur führt? Mhm, genau. Also gut, dann müssen wir aber ein bisschen pressieren. Ich habe kein gutes Gefühl, solange der Sammy dort drinnen ist. Und der Wind, ey, blasen der immer? Meistens. Das ist die Laminat. Die blasen an verschiedenen Orten in unserer Welt. Dina, die Ebene ist unendlich, so kommen wir nie ans Ziel. Gibt es denn keine Möglichkeit, dass wir irgendwie schneller von Hirschi kommen? Wir müssen unsere Kräfte sparen. Aber vielleicht bist du schneller, wenn du allein weitergehst. Nein, aber der Wind. Wir könnten dich doch als Schlitten brauchen. Als Schlitten? Ja, wie ein Surfbrett. Wir brauchen den Boden als Boot und den Deckel als Segel, genau. Okay, komm, wir probieren es mal. Ja, schau das an, hey. Warte, jetzt das noch ein bisschen runter. Jetzt ein bisschen anziehen. Das hebt wirklich. Das hebt. Warte, und jetzt noch meine Schlarpen unten an. Genau. Tut das weh? Hey, wohin gehst du? Da hinten hat es Rotwuchs. Hä? Komm mal, siehst du das? Was? Siehst du? In diesen Blättern hat es Öl. Was, in diesen Blättern? Das können wir ja unsere Kufen anschmieren. Ist so super, klar, dann laufen sie besser. Okay, steig ein. Warte, ja. Wie es geht? Leck, es geht, hey! Hey, das sagt es! Leck, wie es geht, ja, hey! Ja, hang rein! Ja, warte! Ja! Hey! Ja, warte! Hey! Schnell! Hey! Ja, warte! Hey, stopp da! Hey!
überall die Kampfpäckchen. Das ist schlimm. Im ganzen Schloss hat es fast keine normale Päckchen mehr. Ich komme immer mehr Angst über. Du hast recht, Iseli. Wenn wir jetzt nicht sofort und schnell handeln, dann kann uns niemand mehr retten. Ja, ich glaube, wir haben die Situation völlig falsch eingeschätzt. Also hört mal, aus irgendeinem Grund ist der grosse Geist beleidigt und verweigert darum schon seit x Mehrwechsel jeglichen Kontakt mit der Corona, ja, wo schon alle ihre Möglichkeiten ausgeschöpft hat. Und wenn sich das nicht bald ändert, dann ist es mit unserer ganzen Welt vorbei. Ja, und ich frage mich bei allem Respekt, ob der in seinem Reich oben und in seiner saubläden Verbohrtheit überhaupt merkt, was in seiner Welt los ist. Manchmal ist er wie ein kleines Kind. Meint, alles muss nach seiner Nase tanzen. Man muss unbedingt seinen Schädel durchdrücken. Genau. Ja, er meint es vielleicht gar nicht böse, aber wir hocken in der Scheisse, alles geht kaputt. Das ist schlimm. Es ist vielleicht eine verrückte Idee, aber wir sind die alten Lehrerpäckchen und wir haben eine Verantwortung in dieser Welt. Und wenn uns niemand anders aus diesem Scheissdreck rausziehen kann, dann glaube ich, müssten wir es wagen. Jawohl, einer von uns muss dort rauf. Genau. Was? Über die Todesgrenze? Zum Grossen? Wir müssen es probieren, Iseli. Ich glaube vielmehr, dass wir den Krieg da aussen verschätzt haben. Und dass wir dringend unsere Schülerpäckchen wieder zurückholen sollten. Lebiger Stein hier oder her. Genau, einer von uns muss zum Fluss bogen. Ja, da haben wir auch wieder recht, ja. Und der Dritte muss unbedingt irgendwie an unsere Chefin ankommen. Ja, das stimmt. Theresia ist entweder krank, ja, oder Eber geschnappt. Aber ich habe das Gefühl... Spinnt doch. Wir müssen pressieren. Ich komme ganz heiß über. Komm jetzt, Iseli. Also vor diesen Kampfpäckchen hier im Schloss habe ich Angst. Ja. Und über die Todesgrenze würde ich es, glaube ich, nie schaffen. Aber ich bin immer noch flink auf dem Weg. Und wenn ihr einverstanden sind, mache ich mich jetzt sofort auf am grossen Flussbogen, dort unsere jungen Päckchen einsammeln, bevor es zu spät ist. Ja, und ich denke, es ist an mir, den Weg zum grossen Geist auf und unter die Füße zu nehmen. Vielleicht finde ich noch 2 starke Päckchen, die mich bis zu dieser verfliemelnden Todesgrenze begleiten. Nein, Krisenpäckchen! Psst. Was mach? Ach komm. Ui. Ja, tatsächlich. Ja, da kommt der. Das tönt so wie ein Kampfpäckchen. Wer kann denn das sein? Psst. Aha, da haben wir es ja. Meine Chefin wünscht, dass jeder von euch 3 eine Kompanie von unseren Jungpäckchen übernimmt. Und gemäß ihrem Befehl im Kampf gegen die Blitzschwächling anführt. Was? Wir? Das Kampfpäckchen? Ich habe Befehl, uns sofort in den Verhandlungsraum zu bringen. Was für ein Verhandlungsraum? Ruhe! Dort haben wir genau eine halbe Zeit, um euch den Vorschlag zu überlegen. Also, Abmarsch! Das ist doch nicht. Ja. Hopp jetzt! Damit tun im Fall auch Knochen weh. Ja, das glaube ich. Meine Gelenke sind richtig heiß geworden. Aber hey, nur Zack haben wir drauf gehabt. Und manchmal habe ich gemeint, wir fliegen. In dieser Zeit über die harte Ebene. Das macht das nicht so schnell einen Du, nach. aber sag mal, wieso sind wir eigentlich nicht gerade bis zu der Kabase rauf? Es ist ja überhaupt nicht mehr weit. Wir sind ja beide völlig auf der Schnur. Das ist sicher nicht so Ja, gut. In diesem Zustand in der Rummel rein. Ja, das stimmt, du. Oh, mir kriegen im Fall fast die Augen zu. Hey. Es ist im Fall noch etwas anderes, Klöpp. Was? Auf der Kabase kann ich nicht mehr weiter mit dir zum Auto kommen.
Aha. Ja, aber wieso denn nicht? Je mehr dass ich Post komme, umso näher komme ich dem Heer von der Theresia. Da bin ich vergebens geflüchtet. Die machen einen kurzen Prozess mit mir. Ich muss ein Baso probieren. Es gibt noch mehr Päckchenländer. Vielleicht finde ich dort Verbündete, die noch nicht von dem Theresia her versucht sind. Aber weißt du was, Klöpf? Nein, was? Ich glaube, es ist besser, wenn wir kein Feuerchen machen hier. Die Lamina können plötzlich das Feuer verschleppen. Und wenn die Öl Grotwurz da rundum anfängt zu brennen, dann gibt es einen wüsten Steppenbrand. Ja, aber es windet ja fast nicht. Im Moment nicht. Aber die Lamina ist total launisch. Und ein bisschen Licht schimmert ja von der Gabaso bis dahin. Mit dem kommen wir raus. Dann gehe ich also morgen allein weiter zum Arthur. Wenn du mal auf der Gabaso bist, kann dir eigentlich nichts mehr passieren. Ich danke dir vielmals. Für was? Du hast mein Leben gerettet. Ja, du mir? Dank dir bin ich immer noch ein Päckchen. Und zwar ein freies. Wo bist du jetzt? Du denkst an Sammy, gell? Ich bin sicher, du triffst ihn wieder. Er ist mein bester Freund. Ich spüre so etwas Komisches. Es wird plötzlich so kalt. Ja, ich merke es auch. Es ist ja plötzlich so ruhig. Weißt du was? Nein. Die Grille. Das Ziepen hat aufgehört. Ja, genau. Ja, vielleicht schlafen sie nur. So plötzlich? Sina. Die Tina hat doch vorher immer ein Licht gehabt. Nein, es kann nicht sein. Was? Gabaso. Was ist mit der Gabaso? Von der Gabaso sieht man nichts mehr. Haben sie die Lichter abgelöscht? Es ist etwas, das uns die Sicht bedeckt. Was ist das? Ich sehe dich gar nicht mehr. Es wird immer kälter. Sina, ich habe Angst. Ist das der Wind? Sina, da ist doch etwas. Weiter geht's auf Radio Online mit What Shall We Do with the Drunken Sailor? Und jetzt heisst's aufpassen! Da eine aktuelle Mitteilung von der Kantonspolizei. Seit letztem Donnerstag vermisst werden 2 Buben im Alter von 13 und 11. Die beiden Buben, die seit dem Donnerstag unauffindbar sind, heissen Niklaus Schmucki und Samuel Mami, es kommt im Radio! Niklaus Mami, Schmucki hat zuletzt einen grünen Pulli mit gelben Streifen und Jeans. Samuel Mühlisauer einen roten Pulli, eine Jeanshose und eine rote Kappe angehabt. Der Niklaus Schmucki hat halblange, dunkelblonde Haare. Der Samuel Mühlisauer hat kurze, braune Haare. Und als besonderes Merkmal... Mami, es kommt im Radio vom Klöpf vom Sammy! Komm!
Weitere Angaben zu diesen 2 vermissten Buben mit Bildern und mit genauem Signalement auf Mami, es kommt jetzt im Radio, schnell! Wie gesagt, Angaben zu diesen beiden Vermissten bitte an die Kantonspolizei oder an den nächsten Polizeiposten. Mami, jetzt ist es vorbei! Vielleicht hat es der Klöpf weggehört. Oder der Sammy. Was hat sie gesagt? Sie hat einfach gesagt, was sie anhat und dass sie am Donnerstag vermisst sind. Ja, und dann, wenn sie alles durchgehen? Nehmen und so? Ja! Ja was? Und jetzt ist es schon wieder dabei. Sina, bist du noch da? Psst, bist ganz ruhig. Hörst du das? Ich sehe überhaupt nichts mehr. Das ist doch... Das ist... Ach, Sina, es kommt auf uns zu. Es kommt auf uns zu. Sie kommen von allen Seiten. Nein, ich halte es nicht mehr aus. Meine Steinbrüche, ich brauche meine Steinbrüche. Das ist Vaga. Nein, ich sehe es. Nein, es ist rundum. Nicht bewegen, Klöpf. Ja, nicht bewegen. Du darfst dich nicht bewegen. Aber die Augen, wow, die Hände, sie greift an. Solange du dich nicht bewegst, kann sie dir nichts machen. Sina! Ach, Hindi! Nicht bewegen, Klöpf. Du darfst dich nicht bewegen. Achtung! Meine Brille! Ich sehe nichts mehr! Nein, nicht bewegen! Die ist kaputt! Sina! Sina, was ist? Nein! Sina! Gib doch Antwort! Es kommt immer näher! Ich verstecke! Nein, Sina! Ich will nicht sterben! Hast du das gehört? Das ist sie. Das ist die Tanja. Ihre Stimme kommt von da hinten. Das ist sie, das ist die Tanja. Komm. Die Tanja! Die Tanja! Hey, da geht's gar nicht mehr weiter. Da hört der Weg einfach auf. Aber es muss von da gekommen sein. Wir müssen vorsichtig sein, Rondo. Vielleicht ist das ja eine Falle. Es tönt, wie wenn es aus dem Felsen rauskommt. Titania! Oh! Komm, Rondo, ich hab's! Wo? Beinahe wäre ich da reingefallen. Das ist ein Schacht. Boah, ist das ein tiefes Loch. Titania!
Bist du da oben? Wir müssen sie so schnell wie möglich aus dem Loch rausholen. Ich könnte ja mal versuchen, mit dem Klebstoff Was? Ja, ich meine, ich könnte ja mal versuchen, einen ganz langen Strahl mit meiner Klebe zu machen. Ach, du meinst mit der Nähe? Ja, genau. Und dann könnten wir den Klebestrahl in das Loch zur Zytania wie ein Seil runterlassen. Ah. Das ist eine verrückte Idee, aber gut, probieren wir es doch einmal. Das dauert aber eine Weile. Zytania! Wir können dich hier raufholen. Schau da, kannst du gerade da ankleben, da am Baum. Nein, so geht das nicht, Rondo. Räum erst mal hier ein bisschen auf. Ich strahl zuerst zur Zytania ins Loch runter und dann können wir hinter das Ende an dem Baum festmachen. Flo, ich mache mir Sorgen. Sie schafft das ganz bestimmt. Ich hoffe es. Aber ich mache mir eben auch Sorgen wegen dem Sammy und dem Klöpf. Du bist richtig hin und her gerissen. Weißt, die sind ganz alleine dort unten. Und sie sind zwar weit weg, aber ich spüre, die sind in Gefahr. Die brauchen Hilfe. Die brauchen dringend Hilfe. Flo. Ich mach ganz schnell. Zytania! Spürst du es auch? Der Sammy und der Klöpf sind in Gefahr. Nimmt denn das nie ein Ende? Was ist denn das? Das ist Zytania. Es ist wunderschön. Sina, es ist weg. Sina, die Fago ist weg. Wir haben es überlebt, hey, ich glaub's nicht. Es ist weg, Sina. Sina. Es ist verschwunden, die Fago. Wie wenn das Lied sie vertrieben hat. Sina. Sina, wo bist du? Sina, sag etwas. Sina. Etwas. Sina, ich bin's, der Klöpf. Hilfe, es ist noch niemand, der könnte... Hey, Sina! 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 Nein, Sina! Nein! Du kannst
kannst nicht tot sein. Sina! Sina! Verhandlungsraum, 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 sagt er dann. Wir hocken im dunkelsten und kältesten Verlies. Das Diesel ist auch schon ganz verschnupft. Ja, los. Nein, wie die tönt. Ja, wirklich. Im kältesten Loch vom ganzen Schloss und der sagt dann Verhandlungsraum, Verhandlungsraum. Das ist eine Frechheit. Und auch der muss mal bei uns in der Schule gewesen sein. Ja, wahrscheinlich. Und vielleicht ist es auch wieder Nachsinn. So ein Scheissdreck. Reg dich doch nicht auf, Krisenpäckli. Nein. Nein. Also, ich mache da nicht mit. Niemand kann von mir verlangen, dass ich meine eigenen Schüler sinnlos in den Tod führe. Ja. Aber das ist unsere einzige Chance, dass wir da rauskommen. Lass ihn. Ach komm, der Giftwurm. Ja, was sagen wir jetzt? Ja. So, meine ehrwürdigen Päckchen. Habt ihr eure Hirnzellen fleissig angestrengt? Oder habt ihr einen Plan ausgeheckt, wie ihr mich reinnehmen könntet? Ich habe da übrigens eine kleine Liste von so super gescheiten Schülerpäckchen, die das Gefühl hatten, sie müssen sich weigern, in unser Heer einzutreten. Die sitzen jetzt alle da hinten. Im Verhandlungsraum nebendran. Nein! Dort haben sie Zeit, sich ihr Verhalten zu überlegen. Ja. Renadilda, Canodo, Milunzi, Gesta, Hippinos, Versifinalo. Okay. Ja, und dann habe ich da noch eine kleine Liste von so Päckchen, die vermisst werden. Die vielleicht abgehauen sind. Jojo. Carador. Gunda. Tito Pomarto. Mazzo. Norolin. Und so weiter. Aber auch die kommen nicht weit. Und die 3 Hübschen. Was haben wir jetzt entschieden? Ich nehme euer Angebot an. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Ja, glauben die denn wirklich? Wir lassen uns von so alten, vertrotteten und vertrockneten Lehrerschwänzen wie ihr rumkommandieren. Und ihr blöd. Ich werde der Chefin sagen, er hätte euch natürlich wie grosse Helden geweigert, ihr Angebot anzunehmen. Und ich werde persönlich dafür sorgen, dass ihr da unten bald versucht. So eine Drecksau. Also der war sicher nie an unserer Schule gewesen. Auch der war bei uns. Aber jetzt wird er von einer unheilvollen Macht gelenkt. Jetzt kann uns nur noch ein Wunder retten.
tot. Einfach tot. Und ich bin ganz allein. Ein grausames Gefühl war das. Ey. Oh, Entschuldigung. Es tut ziemlich weh da in den Falten rein. Sorry, warte, ich mache nur noch die Seitenwände. Schon gut. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass du noch lebst. So wie du ausgesehen hast. Hey. Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe gehört, wie das Monster angefangen hat, an dir rumzuzehren. Wie zittert im Fall jetzt noch die Hände. Hey Sina. Ich weiss, dass die Fagas auf mich abgesehen hat, weil ich untaub bin. Aber warum ist sie dann auf dich los? Die Faga ist eben listig. Sie hat gewusst, dass ich dir nichts machen kann, solange du dich nicht bewegst. Aber ich war so blöd und habe mich bewegt. Ich habe nicht gedacht, dass sie auf mich loskommt. Und dann hat sie mich gepackt und ist sicher gewesen, dass du mir zu Hilfe wirst kommen. Und dann hat sie mich angefangen zu verreissen und dann hat sie dich gehabt und mich wahrscheinlich gerade wieder fallen lassen. Ja, und sie hat alles aufgegeben wegen dieser Melodie. Ich war nicht mehr ganz bei Bewusstsein. Aber ich glaube, das Lied ist von einer mächtigen Leuke gekommen. Und Faga hat die Melodie nicht vertragen. Freiwillig ist sie auf jeden Fall sicher nicht gegangen. Und wer hat denn das Lied überhaupt gesungen? Keine Ahnung. Aber ich glaube, es wissen noch andere, dass du da bist. Nicht nur die Faga. Und ich bin sicher, du hast einen Freund, nicht nur einen Find, wie das Monster da. Das ist alles unglaublich. Meldungen aus dem Land von der Theresia ergeben folgendes Bild. Ihres Heer ist bereits weit über ihre Landesgrenzen raus vorgeschossen. Ihre Päckchen werden mit gefälschten und eigenmächtigen Botschaften in der ganzen Welt umgeschickt. Der absolute Gehorsam gegenüber dem Talageist ist wiederholt verletzt worden, womit sie sich auch der indirekten Kontrolle durch den grossen Geist entziehen. Ferner ist all unseren Diplomaten und Unterhändlern der Einlass in ihre Burg verwehrt worden. Stopp, danke, das langt. Das langt schon lang. Theresia, du billige Päckli-Tante. Wenn man hört, was du da für ein Heer aufstellst, könnte man meinen, der Lebensstein sei bei dir. Ist gut, weiss ich, dass die beiden Undauten mit dem Stein unterwegs dahin sind. Du bleibst doch nur. Du! Ich erteile den Befehl, sofort mit den Vorbereitungen für den Abmarsch vom Gros anzufangen. Meine direkt unterstellten Kommandanten bitte ich noch zu mir. Die Steinschützendivision 8, die bereits aufgesessen ist, wird ich innerhalb der nächsten halben den Marschbefehl erteilen. Route und Ziel sind bereits bekannt. Und Boten, jawohl, bringen Sie die Botschaft unverzüglich im Palast vom Grossen Geist. Und melden Sie, es sei äußerst dringlich. Jawohl, Majestät. Wo sind meine Kommandanten?
schön. Aber ich lebe noch Klöpf. Ja, du zum Glück. Hey. Und ich bin frei. Und schau, ich kann mich wieder bewegen. Ha, musst nicht helfen. Hey, super, hey. Hey, dank deiner Pflege. Ich habe ja gar nichts gemacht. Doch, du hast mich mit aller Sorgfalt wieder zusammengeflickt. Hey, merci vielmals. Hey, ich glaube, wir sind jetzt beide wieder gerüstet, um da vorne auf der Gabasa unseren Weg wieder aufzunehmen. Also komm, wir gehen. Warte, ich helfe dir ein bisschen. Nein, Klöpf. Ich glaube, da trennen sich unsere Wege. Was? Ja, jetzt schon? Der Gabasa hat so viel Verkehr. Da habe ich keine Übersicht. Und wenn mich nur einer von unseren Armeepäckchen kennt, bin ich verloren. Und ich würde das wahrscheinlich auch gerade einlochen. Ja, aber was willst du denn machen? Ich muss auf Schleichwegen Richtung Basel. Es geht zwar langsam, aber es ist viel sicherer. Du musst jetzt gehen, Klöpf. Von dir hängt total viel ab. Ich wünsche dir alles Glück. Allein, Klöpf. Ciao, Sina. Ich will... Jetzt gehen wir gleich bei dir, Klöpf. Gang jetzt. Irgendwo begegnen wir uns wieder. Ja. Und denk dran, Schlepper und Flicken sind deine Freunde. Alle anderen lass lieber bleiben. Bin ich wirklich Mausbein allein. Was? Jetzt ganz allein auf dieser Gabasa. Der Sam ist nicht mehr rum. Sina ist nicht mehr rum. Was soll denn das? Was soll ich denn überhaupt? Komm, ich lass mich doch einfach schnappen. Die sollen doch machen mit mir, was sie wollen. Hey. Ich will einfach heim. Ich will ja einfach nur heim. Nein, komm jetzt. Komm, reiss dich zusammen. Ganz logisch, jetzt einfach ganz logisch. Jetzt gehst du zu dem Arthur. Genau, der Arthur, der weiss dann schon weiter. Jetzt bin ich ein Schlepper, geh zu dem Arthur, genau. Der Taut, ich muss meinen Taut wieder können, genau. Wie geht er? Leerhöhle Mucki. Leerhöhle Mucki. Ja, woher komme ich denn? Ja, und wo ich gehe? Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Oh nein. Ich könnte einen Schlepper fragen. Ja, ich frage einen Schlepper. Oh, der sieht sympathisch aus. Excuse, Ubi. Was? Ubi? Ich komme mit Gaba und gehe Twin. Aber hör mal. Was? Kleine, auf der Gabasa fragt man niemand und gibt mir keine Auskunft, wenn man nicht unbedingt muss. Ja. Es langt, wenn man schon all diesen Wegsperren bespitzelt wird. Merkt ihr das? Ja, danke. Aber ich bin das erste Mal auf der Gabasa. Auch das behalte ich gescheiden für dich. Ah, ja, danke vielmals. Danke, adieu. Darf ich mich fragen? Ja, er hat natürlich schon recht, Klöpf. Kannst du nicht einfach Leute da rein fragen? Aufpassen. Also, Klöpf, jetzt einfach aufpassen. Was? Nein, so ein Seich. Was hat er jetzt schon wieder gesagt? Hey, was ich gegangen? Twin? Ja, nein. Twin? Nein. Jetzt kommt ja da vorne rein, da kommt schon die Blitzsperre. Okay. Woher komme ich? Also ich komme... etwas mit Gaba, etwas... ganz ruhig jetzt, Klöpf. Er sagt Ubi. Nachher sage ich... Genau. Dann sage ich genau. Und nachher sage ich Twin. Also.
Laut! Leerhöhle Mucki. Ubi. Du mit Kaba und ich gehe Twin. Was, du Mekabas? Wolltest du mich eigentlich verarschen, oder? Weißt doch genau, dass du Mekaba heisst, oder? Ja. Au! Was spinnt denn der? Hau ab, du Lümmel! Au! Was, du mit Kaba? Ja, wenigstens bin ich weiter. Jetzt kann mir gar nichts mehr passieren. Jetzt einfach nur noch am Weg nach. Was haben wir denn da Süßes? Lass mich in Ruhe. Du schmeckst so süß, Hey. so anders. Komm mal ein bisschen da mit mir. Ja, wie los? Komm, wir gehen zusammen ein bisschen an den Rand. Kannst du noch? Wie heisst denn du? Das geht gar nicht an. Du schmeckst so, wie soll ich sagen? Los. So ein bisschen Mundhaut. Geht's eigentlich noch? Mal ein bisschen zu mir. Ich muss weiter. An den Rand. Sicher nicht. Jetzt so, komm ein bisschen da. Sicher nicht. Süß. Ich muss jetzt weiter. Schwester ist schnell. Ja, wie ist los? Kommt mal. Geht's noch? Ja, etwas ganz. Scheiße, jetzt. Lass mich durch. Also. Du Schlampe, brauchst du ein bisschen Nähe? Was, Schlampe? Sicher nicht eine Schlampe, wir sind keine Schlampe. Du Michi, du Elende, du Nähe, weg da. Das tut dir ganz gut. Das ist ein unbauter Schlepper. Nähe, sicher keine Nähe. Du, geh weg mit dieser Nähe. Was willst du eigentlich? Geh weg mit dieser Nähe. Du auch. Hau ab, nimm Züge. Fahr ab mit dieser Nähe jetzt. Komm, Schlepper, steig schnell da auf mein Wägeli. Ja, danke. Nein, Herren, Wo soll ich? Es hat gar keinen Platz. Du musst halt eine kleine Küche. Es ist eben schon eine drin. Aha, da unter die Blachen unten. Nicht wie vorher. Das ist ein Unter. Leck, Sammy! Sammy! Leck, Sammy! Du lebst! Aber Sammy! Die rechte Hand! Wir hocken meistens beieinander. So gib doch einfach deine Hand. Wir zeigen dir dann unser Land. Vom Klöt und vom Sand. Bei uns geht's ziemlich allerhand. Beim Klöt und beim Sand. Es ist nicht immer alles gut. Beim Klöt und beim Sand. Ja, was können wir denn da dafür? Der Klöt und der Sand. Wir stecken etwa in der Klemme. Der Klöt und der Sand. Und manchmal sind wir arme Tröpfe. Der Sammy und der Klöpf. Nur eins musst du wissen, was es auch immer gibt. Wir nehmen dich mit.